In diesem Video spiele und kommentiere ich ein komplettes Tennismatch gegen den größten Tennis-Influencer Deutschlands, Ole. Ole spielt seit knapp 2 Jahren Tennis, hat eine LK von 17,9, ist 1,82 Meter groß und spielt einen Custom-Schläger von MyRacket. Ich spiele seit 7 Jahren Tennis, habe ungefähr eine LK von 10, bin 1,70 Meter klein und spiele den Yonex E-Zone 100. Das wird ein easy win. Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Tennis-Commentary. Das Match beginnt Ole vs. Milo. Kurz zu den Eckdaten. Ole hat eine LK von 17,9 und ich eine LK von ungefähr 10. Wir wissen es nicht so ganz genau, weil wir haben die Schweizer Umrechnungstabelle benutzt. Nicht ganz sicher. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich für eine LK habe. Aber das Match zwischen den beiden Tennis-Influencern, Ole gegen Milo, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt so ein paar Punkte kommentieren. Ab und zu werde ich auch einfach mal meine Schnauze halten. Aber ich hoffe, euch gefällt dieses Format mit dem Commentary. Wenn nicht, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Hier, das erste Game war schon ziemlich umstritten. Und hier, oh, der wunderschöne Volley. Ich habe mich wie Alcaraz gefühlt. 1:0. Am Anfang waren tatsächlich auch ein paar Nerven dabei, weil ich tatsächlich noch nie so ein ganzes Match so gefilmt habe und auch in Longform. Also da war ich schon ein bisschen gestresst. Vor allem, ich muss meine Ehre so ein bisschen verteidigen und hier mit dem wunderbaren Volley auf Roger Federer angelehnt. Ja, aber am Netz da wie Roger Federer zu seinen besten Zeiten. Krank. Boah, echt guter Touch. Weiter geht's. 2:0 für mich. Aufschlag gegen Außen. Hier ein bisschen mit einem komischen Volley. Aber ich muss sagen, dafür, dass Ole knapp 2 Jahre Tennis spielt, ich glaube nicht mal, hat er ein krasses Niveau. Beinarbeit und alles sehr, sehr gut. Oh, und hier wieder Alcaraz-mäßiger Volley. Sehr, sehr geil. Bis jetzt noch nicht so geile Performance, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr, einfach hier noch ein bisschen mehr rennen lassen. Ein paar mehr Ballwechsel machen. Auf entspannen, einfach auch ein paar Stoppbälle einstreuen. Kleiner Spoiler, Stoppbälle habe ich eingestreut und die haben auch ziemlich gut funktioniert. Und ich finde auch, das Match war ziemlich unterhaltsam zum Zuschauen. Obwohl es jetzt schon 3:0 für mich stand, hat Ole solche Punkte dann auch mal gewonnen. Also es war wirklich nicht so deutlich, wie es vielleicht vom Scoreboard her ausschauen würde. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger deutscher Satz war. Na ja, taktisch habe ich mir jetzt nicht unbedingt was Spezielles zurechtgelegt. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich spiele einfach mal und schau, wie Ole darauf antwortet. Natürlich hat Ole, ich würde schon sagen, auf der Rückhand eher eine Schwäche. Die Vorhand ist sein stärkerer Schlag, vor allem sein Topspin. Aber ich muss sagen, an diesem Tag hat auch die Vorhand ab und zu mal so ein bisschen, ja, einen Krisenball produziert, sage ich mal. Darum habe ich jetzt nicht spezifisch nur seine Rückhand massiert, sondern bin eigentlich auf alle Seiten gegangen und habe jetzt nicht groß die ganze Zeit überlegt, ja, ich darf nur auf die Rückhand spielen, nur auf die Rückhand, nur auf die Rückhand. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Luxus. Wenn man ein paar LK-Punkte besser ist, dann kann man viel befreiter und man kann einfach spielen, so basically wie man will. Genau. Und meine zweiten Aufschläge, die gefallen mir tatsächlich noch nicht so gut. Die sind ein bisschen zu langsam, weil Ole hat eigentlich nie Probleme mit meinem zweiten Aufschlag. Also er konnte die immer sehr, sehr gut zurückspielen. Hier auch sehr, sehr langer und guter Return. Das meine ich mit der Vorhand. Schläger ist schon am Boden. Sehr gut. Ja, Ole war nicht so happy mit diesem 5:0 Vorsprung, aber dieser Return war unglaublich. Aber um zu meinem Aufschlag zurückzukommen, mein erster Aufschlag ist ziemlich gut, den kann man so machen. Da haben die Gegner auch meistens ein bisschen Probleme damit, aber mein zweiter ist ein bisschen Katastrophe, weil der Kick und so kommt zwar, also das geht, aber ich habe einfach zu wenig Tempo dahinter. Weil zum Beispiel Ole konnte den easy immer zurückspielen. Jetzt habe ich Satzball, 5:1 und Ole, was ist denn das für ein Return? Na, ja. Erster Satz 6:1 gewonnen. Und Ole war natürlich sauer und hat mich direkt abgeknallt mit dem Ball. Natürlich. Zweiter Satz, Ole geht's gar nicht gut. Er zieht hier eine Mine, als würde es ihm gar nicht gut gehen. Zweiter Satz, meine Devise war es eigentlich so weiter zu spielen wie im ersten Satz und Ole nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der, muss ich aber sagen, schon mal Spoiler, kam viel, viel besser in diesen zweiten Satz rein. Vor allem hat er den ersten Aufschlag viel, viel mehr reingeballert als im ersten Satz. Im ersten Satz hat er auch schon den ersten Aufschlag nur so ein bisschen reingeschoben. Das hat er auf jeden Fall verbessert in diesem zweiten Satz. Hier habe ich einen Winner gemacht. Sehr, sehr gut. Und ich lasse euch jetzt mit ein paar Highlights einfach alleine. Ab und zu werde ich mich dann wieder einschalten. Hier habe ich eine schöne Kombo rauskauen. Aufschlag auf den Körper und dann die Vorhand hinten rein.
Hier hatte ich Ole eigentlich komplett ausgespielt. Kick auf die Rückhand, bisschen zu kurz. Oles Return war ziemlich gut, aber dieser Ball war sehr, sehr gut. Mir stehen alle Türen offen und ich mach was? Ein Stoppball ins Netz? Das gibt's doch nicht. Hier habe ich mir dann gedacht, so, Digga, ich mach nochmal Stoppball. Er war viel zu lang. Ole ist dran. Ich mit einem Katastrophenlob. Und dann hat mich Ole. Breakball gegen mich. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Guter Aufschlag gegen außen. Und jetzt die eingesprungene Rückhand. Was ist das denn? Katastrophe. Und zum Glück war der Lob nicht so gut. Naja. Und hier Vorteil für mich. Und das Ass. Let's go. Ja, Spoiler. Mein einziges Ass an dem Tag. 2:0 bin ich vorne. Es läuft wieder sehr, sehr gut. Boah, der Aufschlag war irgendwo und dann dreht Ole komplett durch. Geil. Ich weiß nicht, ob ihr den lieben Andrei Rublev kennt, aber schaut euch mal diese Vorhand an. Yes, baby! Und hier muss ich sagen, hat Ole einfach sehr, sehr gut gespielt. Hier die Vorhand hinten rein. Ich auf dem falschen Fuß, da ist zu kurz geworden. Nochmal eine schöne Vorhand. Mein Lob natürlich ein bisschen zu kurz. Ich konnte den zwar nochmal reinspielen, aber der Volley war zu gut. Genau das meine ich mit dem zweiten Aufschlag. Hat einfach zu wenig Tempo. Der sitzt auf und Ole kann den easy reinspielen. Naja, hier hat er ein bisschen verhauen und dreht durch, aber naja. Okay. 3:1, er wird besser, aber ich glaube, das ist nur eine Phase. Und falls irgendjemand von euch noch Tipps und Tricks für mich und Ole hat, wie wir unsere Technik oder unser Spiel verbessern könnten, schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir würden uns wahrscheinlich beide sehr, sehr darüber freuen. Das ist das perfekte Beispiel für einen Punkt, den ich hätte machen müssen. Super Return, Ole wird zu kurz und hier mit der Vorhand muss ich das Ding eigentlich schon fertig machen. Aber wenigstens mit der zweiten Vorhand mache ich auch nicht. Ole kann lobben und jetzt kommt ein Katastrophenvolley. Was ist das denn? Ole hat alle Zeit der Welt und nimmt mich komplett zurecht. Hops. 3:2. Ole holt langsam auf. Er wird besser. 2 Netzroller von uns beiden. Und dann ein Volley. Katastrophe. Was war das denn? Ich dann noch mit den Nerven. Hier Doppelfehler. 0:30. Wird Ole hier den Satz noch umdrehen oder was soll das jetzt? Aber ich behalte meine Nerven und mache diesen Punkt hoffentlich. Ich habe gedacht, den hätte ich schon lange machen müssen. Aber hier jetzt mit dem Touch. Guter Volley und... Doch, das ist ein absolut geiler Punkt. Was ist das denn? Ich habe den komplett vergessen. Aus meinem Gedächtnis wurde der gelöscht. Und jetzt hier mache ich den fertig mit dem Smash. Let's go. .30 beide. Ich habe wieder ein bisschen aufgeholt. Und hier mit dem Netzangriff à la Roger. Sehr, sehr nice. 40:30, ich bin wieder im Vorteil und Ole ist nicht mehr dran. Das Game umgedreht 4:2, hab das Break behalten. Sehr, sehr nice. Und hier sehen wir ein Beispiel, was ein aggressives Ole alles ausrichten kann mit der Vorhand. Geil!
Spielball zum 5:2 für mich. Ich kann das Ding nach Hause holen, aber der Return war eine Katastrophe. Sehr, sehr entscheidendes Spiel. Um 5:2 oder 4:3. Das macht sehr, sehr viel aus in dem Satz. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. So eine Katastrophe, diese Vorhand. Ole mit dem Spielball hier. Ich habe, glaube aber noch ein Wörtchen dagegen. Und zwar mit dieser Rückhand. Let's go! Und jetzt hat Ole wieder Spielball. Und hier ist er natürlich deutlich im Vorteil. Was war das? Ein Stoppball? Ich habe den noch in Extremis. Ole hat den auch noch. Und jetzt mit dem Lob von mir. Oh, der ist viel zu kurz. Das war's komplett. Ja. Bei diesem Punkt sehen wir ein Beispiel, was Konzentration ausmacht. Hier spiele ich eigentlich eine gute Vorhand, gute Länge, gute Höhe. Hier ist sie auch okay, aber dann hier, was mache ich? Der war drin. Ich habe nichts gemacht. Was soll das? Keine Konzentration mehr. Und jetzt Breakball für Ole und ich war einfach nicht so gut konzentriert. Was soll das? Hier eigentlich auch gut gespielt und hier mit einem komischen Angriffsball, mit einem komischen Smash und dann nochmal mit einer ganz komischen Longline-Slice-Entscheidung, die ins Aus geht. 4:4. Ole ist komplett dran an dem Satz. Und jetzt muss ich wieder mein Shit together kriegen und diesen Satz irgendwie noch gewinnen. Aber so sollte man es machen, genau mit dem Smash. Ich habe gedacht, ich würde den Punkt verlieren, aber ich habe ihn noch gemacht. .030 gegen Ole, er ist unter Druck, zweiter Aufschlag, sehr, sehr langsam, ich war zu spät dort und jetzt muss ich einfach lock-in, keine Fehler mehr machen, super Lob, der ist noch drin und Oles Ball ist im Aus, 40:0 für mich, das sieht sehr, sehr gut aus, wieder guter Return, gute Länge, Ole mit einem guten Ball, aber ich habe eine easy Verteidigung gemacht, kann man so machen, bisschen zu spät dran gewesen von mir und jetzt ein bisschen komische Vorhand und jetzt müsste ich das Ganze fertig machen mit einem super Touch-Stoppball. Let's go. 5:4 für mich. Ich kann den Sack jetzt zumachen mit eigenem Aufschlag. Das Aufschlagspiel zum Matchgewinn ist immer 10-mal schwieriger als alle anderen davor, aber diese Rückhand, die hat gesessen. Let's go, beste Rückhand des Matches. Und hier auch mit einem guten Aufschlag gegen Außen. Hier Angriffsball, Longline, eigentlich alles sehr, sehr gut. Warum mache ich keinen Smash? Ich habe mich für den Tweener entschieden und der geht nach außen 15:30. Was mache ich eigentlich? Ich habe mich aber regenerieren können und jetzt habe ich trotzdem einen Matchball. Aufschlag, zack, zweiter Aufschlag. Ich wusste haargenau, den hat der rausgehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. GG's an Ole.